Die von der Mathilda, komm doch auf die Bühne. Sehr gut. Merci vielmals. Ja, das ist gut hier. Ja, merci. Ja, guten Morgen miteinander. Wie gesagt, ich bin der Sven Wenger. Sage dann auch noch ein bisschen mehr zu mir. Wie gesagt, Mathilda, unsere jüngste Tochter, die zwei Grösseren sind in der Kinderhütte. Und ich freue mich extrem, darf ich heute Morgen die Predigtserie starten. Oder man hat ja jedes Jahr wieder ein bisschen, ich sage jetzt ein bisschen die gleichen Herausforderungen oder Probleme, wenn es so Adventszeit wird, wo irgendwie ist ja klar, über was du jetzt predigen. Und gleich möchtest du die Leute auch nicht langweilen, weil sie immer wieder die gleichen Geschichten hören und gar nicht mehr in den Gottesdienst kommen, weil sie wissen, ich weiss schon, um was es geht. Und wir wollen es ein bisschen spannend behalten, oder? Und darum haben wir uns im Predigerteam so überlegt, was könnten wir für eine Serie machen. Und wir haben, ich finde, eine wunderbare Idee gehabt und vor allem einen super Titel. Das ist der Kern von Bethlehem. Das ist unsere diesjährige Weihnachtsserie. Und wie ihr vielleicht könnt erraten, geht es um Weihnachtslieder. Wir werden uns also in den nächsten paar Sonntagen mit Weihnachtsliedern beschäftigen. Und ich habe heute Morgen dem Deko-Team schon gesagt, das ist leider das falsche Lied. Genau. Aber es ist egal, weil meine Predigt geht heute um ein anderes Lied. Sie trägt den Titel «Weihnachten, eine Herzensangelegenheit». Jetzt muss ich aber zum Anfang etwas gestehen. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in der Vineyard Olten. Ich bin eigentlich sozusagen qua Heirat in die Vineyard gekommen und auf Olten. Weil meine Frau Livia in dieser Gemeinde hier ist gross geworden. Aber ich bin eigentlich ursprünglich von Bern und bin an einem anderen Ort gross geworden und auch in einer anderen Kirche. Und ich habe diese Gemeinde hier mega gern. Wirklich, ich habe die Vineyard Olten mega gern. Ich finde es ein sehr, sehr, sehr cooler Ort. Es hat so gute Leute. Es hat gute Predigten. Man kann sich einbringen. Ich werde wahrgenommen. Wenn ich etwas habe und das mich beschäftigt und ich das anbringe beim Leitungsteam, dann wird das aufgenommen. Das konnte ich selber erleben. Es ist ein cooler Worship. Es ist wirklich, ich bin sehr, sehr gerne in Vineyard Olten. Und, ich sage jetzt extra nicht aber, das entwertet alles. Und 2 Sachen vermisse ich manchmal ein bisschen. Zum einen ein Kirchenkaffee. Ein Ort, wo wir nach dem Gottesdienst noch zusammenhocken und ein gutes Kaffee trinken und ein bisschen austauschen. Die mich ein bisschen kennen, wissen, ein gutes Kaffee müsste wirklich ein gutes Kaffee sein. Aber es braucht immer auch noch ein bisschen Steigerungspotenzial. Oder? Also hier in der Vineyard Olten, aber auch für allgemein. Oder? Also ich denke, wenn wir da irgendwann als versammelte Gemeinde von allen Nationen und Zeiten in der neuen Welt werden zusammenhocken, genau, dann wird es sicher gutes Kirchenkaffee immer geben. Ich habe das übrigens sogar überlegt, das könnte man vielleicht sogar noch herleiten. Es gibt doch am Anfang da in der Geschichte im Garten 2 Bäume, der Baum von der Erkenntnis, wo ja ein Mango ist dran war, oder? Sicher kein Apfel, also ich hätte für einen Apfel niemals so etwas gemacht, wenn, dann müsste es mindestens ein Mango sein. Andere Leute lehren, es sei ein goldiger Kebab gewesen. Und dann gibt es ja noch einen zweiten Baum, oder? Der Baum vom Leben. Und der kommt am Schluss wieder. Und was ist lebensspendender als ein Kaffee? Oder? Gut, ich hoffe, es gelingt mir heute noch ein bisschen mehr theologische Tiefe reinzubringen. Aber das Kirchenkaffee, das ist wirklich etwas, das vermisse ich manchmal ein bisschen. Und das Zweite, und das mag euch jetzt vielleicht ein bisschen mehr staunen, weil das Kirchenkaffee hättet ihr jetzt vielleicht noch denken können. Das Zweite, was ich manchmal vermisse in der Vineyard Olten und gerade in der Adventszeit, ist das Kirchengesangbuch. Ja, ist wirklich so. Wie gesagt, ich bin im EGW, das ist eine Kurzform für Evangelisches Gemeinschaftswerk. In Bern, in der Nägeligasse, bin ich gross geworden. Meine Eltern waren immer schon dort in dieser Gemeinde, ich bin dort in die Sonntagsschule, dort eingesegnet, getauft worden. Und eigentlich immer in dieser Kirche.
Und im EGW haben wir eine Vielzahl an verschiedenen Lobpreisformen gehabt. Wir hatten eine Jugendband, wir hatten Lobpreisgruppen, später haben die schon auch Worship-Band geheissen, aber am Anfang haben die noch Lobpreisgruppen geheissen. Wir hatten aber auch einen Kirchenchor. Und wir hatten sogar Organisten, die manchmal begleitet haben. Und wenn natürlich der Chor und die Organisten den Lobpreis haben angeleitet, dann haben sie eigentlich meistens, oder haben wir immer aus dem Kirchengesangbuch Lieder gesungen. Und die Lieder, ich glaube, die prägen mich wirklich bis heute. Ich merke, dass wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern mal ein Lied singe, dann kommen mir sehr oft Lieder aus dem Kirchengesangbuch in den Sinn oder über die Lippen. Oder wenn ich am Morgen auf dem Velo hocke und meine Zeit mit Gott habe, dann singt es mir etwa mal so einen alten Kirchenchoral. Ich glaube, es liegt daran, dass die Lieder im Kirchengesangbuch irgendeine Art von Kraft und Bildsprache haben, die mich berühren und die ich voller Inbrunst mitsingen kann. Und zwar, glaube ich, es ist vor allem wegen dem, weil sie die Lieder oft so ein bisschen Bilder und Aussagen benutzen, die nicht Teil von meinem alltäglichen Sprachgebrauch sind. Und hankerum habe ich sehr, sehr gerne die Worship-Songs, die wir hier singen. Und immer schon gehabt. Also ist es überhaupt nicht so, dass das hier mein primärer Zugang wäre. Sondern ich habe die Lobpreis, die Worship-Songs genauso gerne. Ich spiele hier selber auch in einer Band. Und ich merke schon, das ist wie... ich habe mir es ein bisschen so überlegt, man könnte es vielleicht fast so beschreiben, wenn ich einen Worship-Song spiele oder höre, dann fühle ich mich, wie wenn ich zum Vaterherz hergehe, wo ich umarmen will, wo ich zu ihm auf die Schoß hocken will, wo ich bei ihm sein will, wo ich Nähe spüren. Und wenn ich so die Kirchengesanglieder, und versteht mich jetzt nicht falsch, die sind mehr ein bisschen so, wie wenn ich als Kind vor dem Samichlaus stehe. Und der Mann, irgendwie, der Mann, der es gut mit mir meint, aber der irgendwie so eine Respektsperson ist, wenn ich zu dem näher hergehen und vielleicht bei dem auf die Schoß hocke und ihm ein Versli aufsagen. Es geht mir nicht darum, dass das eine schlecht oder Angst ist, sondern ich merke wirklich, manchmal sind diese Lieder hier mit dem Ehrfürchtigen vor Gott gekommen, etwas, das mein Herz braucht und das mein Herz ansprechen kann. So, und darum habe ich natürlich ein Lied aus dem Kirchengesangbuch gewählt für heute Morgen. Nämlich das Lied Nummer 400. Fröhlich soll mein Herz springen. Es ist ein Lied von Paul Gerhardt. Und für die Leute unter euch, die vielleicht das Kirchengesangbuch auch kennen, denen wird der Name Paul Gerhardt auch ein Begriff sein. Der Paul Gerhardt ist in Deutschland geboren worden, Anfang des 17. Jahrhunderts. Er war Theologe und hat viele Kirchenlieder geschrieben, oft einfach der Text, und wo die anderen dann auch noch vertont haben. Und er ist zusammen mit Martin Luther auch einer der bedeutendsten Kirchenlieddichter von dieser Zeitepoche. Von Paul Gerhardt stammen bekannte Kirchenlieder, wie zum Beispiel «O Haupt voll Blut und Wunden» oder «Wie soll ich dich empfangen?». Diese Lieder zum Beispiel haben dann auch Einzug gefunden im Johann Sebastian Bach seine Oratorien. Oder auch «Geh aus, mein Herz, und suche Freude». «Sollte ich meinem Gott nicht singen», das kann ich fast nicht vorlesen, das muss ich fast vorsingen. «Sollte ich meinem...» Gut. «Ich stehe an deinen Krippen hier». Vielleicht kennt ihr die Lieder schon ein bisschen. Oder eben «Fröhlich soll mein Herz springen». Für mich gehört das Lied zu jeder Weihnachtsfeier. Wir werden es heute auch noch singen. Ich habe die Melodie gern. Obwohl, jetzt muss ich natürlich auch sagen, die Originalversion von Paul Gerhardt, die haben wir bei uns echt nie gesungen. Also, im EGW, wir haben immer, es ist zweimal drin, es ist das 401 und das 400. Und das 400 ist eine überarbeitete Melodie aus dem 19. Jahrhundert. Und wir singen heute auch die genau, aber der Text stammt von Gerhardt. Die Melodie, die gefällt mir einfach. Und auch der Text berührt mich immer wieder ein bisschen. Und ich möchte mit euch heute diesen Text ein bisschen anschauen. Und
Und wir starten mal mit den ersten 3 Strophen. Die erste Strophe. Fröhlich soll mein Herz springen, dieser Zeit darf erfreut alle Engel singen. Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft jauchzt und ruft, Christus ist geboren. Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute, Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Schon ein bisschen nicht so alltäglicher Sprachgebrauch. He? Sollt uns Gott nun können hassen, der uns gibt, was er liebt, über alle Massen. Gott gibt unserem Leid zu wehren, seinen Sohn aus dem Thron seiner Macht und Ehren. Soweit mal die ersten 3 Strophen. Quizfrage. Die Serie heisst ja «Der Kern von Bethlehem». Ihr habt alle die Weihnachtsgeschichte schon ein paar Mal gehört. Was ist der Kern von Bethlehem? Um was geht es in dieser Geschichte, die wir jedes Jahr wieder hören? Ist es Gott wird Mensch? Oder ist es einfach, wir haben eine frohe Botschaft für die Welt? Ist es das, was die Engel, den Hirten selber sagen? Euch ist heute der Retter geboren. Oder ist es vielleicht, es kommt alles anders, als man denkt? Weil das Kind, der Retter von der Welt, eben gerade nicht dort auf die Welt kommt, wo man es erwarten würde. Ich glaube, der Gerhard hat in den ersten 3 Strophen, und der Gerhard wäre immer dort ein Nachname, der Vorname wäre Paul, aber ist egal, ich werde jetzt immer vom Gerhard oder Gerhard-Lied reden, in den ersten 3 Strophen schon mal einen grossen Teil von dieser Botschaft drinnen versteckt oder drückt sie dort schon mal aus. Das Erste ist, es ist eine fröhliche Botschaft. Weihnachten ist eine Botschaft, die freudig ist. Unser Herz soll springen. Es ist eine grosse Freude. Und die ganze Chör, der Himmel ist voll von Chören, die juchzen. In der 2. Strophe geht es darum, dass Gott Mensch wird. Er kommt aus seiner Kammer, er kommt in die Welt runter und er verbindet sich ganz mit uns. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Das Kind verbindet sich mit unserem Blute. Gott wird Mensch. Diese Vorstellung, die sprengt schon mal den Rahmen eigentlich von vielen Religionen oder auch Menschen, wenn man sich das genau überlegt. Und wisst ihr, ich habe mir heute Morgen am Küchentisch wieder überlegt, die Mathilda ist jetzt 3 Wochen alt. Und sie liegt da und wenn ich mir dann vorstelle, dass die ganze Szenerie vor so einem Baby spielt. Hirte, Maria, Josef. Irgendwann ist dann noch Weise aus dem Morgenland. Egal, wenn das dieses Jahr kommt, ob es ein bisschen später war als nach 3 Wochen oder nicht. Aber so ein kleines Geschöpf und es wird angebetet, das ist schon ziemlich krass. Und die 3. Strophe. Gott gibt seinen Sohn. Und der Sohn ist nicht einfach ein Sohn im Sinne von einem königlichen Thronnachfolger. Gott ist dort oben und jetzt kommt dann da der Sohn, das ist der Mann der Thronnachfolger. Nein, der Sohn ist selber Gott. Der Sohn kommt selber aus dem Thron von seiner Macht und Ehre. Also, zusammengefasst könnte man die Botschaft jetzt so sagen, es ist eine frohe Botschaft, weil Gott Mensch wird, in die Erde hineinkommt und gleich Gott bleibt. Das ist die Aussage von den ersten 3 Strophen, glaube ich. Jetzt, an wen richtet sich denn die Botschaft? Wen geht es überhaupt etwas an? Das ist immer ein bisschen die Frage, oder, in der Bibel. Ja, geht es mir überhaupt etwas an? Ich glaube schon. Schauen wir es uns an, ich glaube, auch hier sind 3 verschiedene Adressaten eigentlich in den ersten 3 Strophen. Das erste ist klar, du bist gemeint. Dein Herz soll springen. Oder respektive der Paul Gerhard bezieht es dort sogar auf sich selber. Eigentlich. Mein Herz soll springen. Ich bin direkt angesprochen. In der 2. Strophe geht es darum, dass du also weitergehst.
Du, der angesprochen wirst von dieser Botschaft, sollst das weitergeben. Und zwar am Schluss in der 3. Strophe sogar allen. Sollte uns Gott nun können hassen. Es war ein bisschen schnell. Ich will es probieren, ein bisschen genauer zu erklären, wie ich das meine. Als allererstes soll die Weihnachtsbotschaft unser Herz berühren. Und ich muss bei dem ganz unweigerlich an Maria denken. Es heisst in der Weihnachtsgeschichte zweimal, dass Maria all die Sachen in ihrem Herzen bewegt hat. Und zwar im Lukas 2,19 und im Lukas 2,51. Es kommen aber auch Hirten vor vom Feld, und ich stelle mir das einfach so vor, oder, wie die so kommen und wie die dann in den Stall hineinstürmen und dort dann die Freude so richtig ausdrücken können und dann vielleicht auch wieder zurückgehen, zurück auf das Feld raus und vielleicht noch jubeln und tanzen. Und Maria, die nebendran, so stelle ich mir das vor, das Ganze einfach in ihrem Herzen fest und genießt und irgendwie sehr ruhig bleibt in dem Innen. Und die eine Freude ist nicht besser als die andere, es ist echt eine andere Ausdrucksform. Aber die Leute werden berührt. Etwas ist klar. Wer eine Begegnung mit dem Kind an der Krippe hat, für den ist das nicht nur ein vorübergehendes Gefühl von Freude. Oh, ein herziges Kind, ja wunderbar, und jetzt gehe ich wieder weg. Die Begegnung mit dem Kind hat etwas mit all diesen Menschen gemacht. Es ist nämlich hier etwas oder jemand Größeres geboren. Und weil das so ist, dann wechselt der Paul Gerhardt, glaube ich, in der 2. Strophe auch in die Du-Form. Du hast es jetzt erkannt, du bist da in dieser Krippe gewesen. Jetzt bist du auch angesprochen. Es hat nämlich eine Bedeutung für dein Leben, die Geburt von diesem Kindli. Gott wird Mensch. Und die Vorstellung ist doch wirklich eigentlich viel zu gross für unser Denken. Oder? Dass Gott Mensch wird, also bringt ihr sie in euren Kopf hinein? Ich nicht wirklich. Und weil die Vorstellung so viel zu gross ist es darum, glaube ich, optimal, dass es so klein anfängt. Mit einem Kind in der Krippe. Wir fangen mal ganz einfach an. Gott kommt nicht mit Feuerwagen und weiss wie in die Welt hinein und offenbart sich, er kommt als Kind. Als schutzloses, kleines Kind. Und erst noch in einer Familie, wo man eigentlich muss sagen, ziemlich schlechter Anfang für eine gute Story. Uneheliches Kind. Maria ist nur verlobt dem Josef. Nicht einmal der Vater. In einer Zeit von Verfolgung. Also in einem Stall. Ob es jetzt ein Stall ist oder ob es so eine Höhle war, tut eigentlich hier nichts zur Sache, aber es war sicher nicht in einem Palast drin. Und in diesem Umfeld kommt also das Kind auf die Welt. Also die Umstände sind überhaupt nicht irgendwie toll. Spektakulär ist, was es für ein Kind ist. Der menschgewordene Sohn. Und das ist so zentral, dass es eben nicht nur, wenn du das erkannt hast, dass die Botschaft dir etwas angeht, dass es dann auch in die Uns-Form hineinwechselt. Die Botschaft, dass Gott Mensch wird, gilt allen Menschen. Und das bezeugen auch die Engel, die Hirten auf dem Feld. Das lesen wir im Lukas 1, im Vers 10. Und klar, wenn wir den Text lesen, dann sagen dort die Engel, die Hirten, euch ist heute der Retter geboren. Und geht her und verkündet dem ganzen Volke. Und natürlich ist mit dem Volke ein Volk zu der damaligen Zeit gemeint. Aber die Weihnachtsgeschichte, die geht eben noch weiter. Und auch die Geschichte von Jesus geht noch weiter. Weil es ist eine Botschaft, die einen direkten Einfluss hat auf ganz verschiedene Bereiche. Und jetzt, das Lied von Paul Gerhardt hat insgesamt 13 Strophen. Ich kann nicht über alle jetzt etwas sagen, darum werde ich jetzt ein Päckchen machen. Ich nehme die Strophen 4 bis 11 einmal so ein bisschen zusammen. Und ich habe euch so nicht da. Könnt ihr gerne googlen, kirchengesangbuch.ch, findet ihr den Text, könnt ihr es daheim noch nachlesen. Aber für ein Weihnachtslied ist das so ein bisschen der Einstieg von Paul Gerhardt. Und jetzt komme ich heute schnell wieder zurück zum Lied. Im Lied schreibt Paul Gerhardt näher von ganz anderen Themen in den Strophen 4 bis 11. Plötzlich geht es um Themen wie zum Beispiel
Sünden, die wir loswerden. Heilung von tiefen Wunden. Der Paul Gerhardt schreibt davon, dass wir das, was uns quält, abladen können. Dass die Armen und Elenden gute Gaben werden empfangen. Wir sagen dem Evangelium oder eben die frohe Botschaft. Es geht um mehr als um die Aussage, dass Gott Mensch geworden ist. Hinter dieser Aussage steckt, dass Gott die Welt zu sich her rufen will. Gott die Welt nicht von sich getrennt hat, sondern Gott die Welt zu sich herruft und darum selber in die Welt hineinkommt. Gott hat schon lange angefangen zu wirken in dieser Welt und er ist immer noch am Wirken und er wird so lange weiter wirken, bis er allein an der Macht ist. Das war jetzt ein grosser Bogen vielleicht. Lass mich probieren, es noch einmal auf einen einzelnen Punkt zurückzubringen. Was ich meine mit dem, dass es mehr ist als nur die Weihnachtsgeschichte in den ersten 3 Strophen, dass die anderen Strophen eben genauso zu der Weihnachtsgeschichte gehören. Es geht nicht nur um einen Moment, habe ich vorhin gesagt, an dieser Krippe, sondern es geht darum, dass sich alles verändert. Und das werde ich am Beispiel vom Herz festmachen. Das Herz, es soll fröhlich springen und wir müssen wissen, das Herz ist für die Juden und Judinnen zu der damaligen Zeit das Zentralorgan gewesen. Eigentlich nicht nur für die Juden, es ist eigentlich für die damaligen Kulturen allgemein ist es das zentrale Organ gewesen. Im Hebräischen, und das ist ja die Schrift, wo eigentlich das Alte Testament drin geschrieben worden ist, gibt es eigentlich gar kein Wort für das Hirn. Sie haben wohl gewusst, dass da in der Schädeldecke noch etwas ist, aber so genaue Funktion hat das eigentlich nicht gehabt. Und das sind die Juden längstens nicht die Einzigen gewesen. Der Aristoteles, für ihn, der hat das so beschrieben, dass das Hirn einfach eine Kühlfunktion hat für das Herz. Aber das Herz war das zentrale Organ für alle damaligen Kulturen. Das Herz, das ist der Ort, wo du etwas weisst, wo du etwas verstehst, wo du etwas planen, etwas kannst unterscheiden oder urteilen. Im Herz geht es um Gefühl und um Intellekt, was wir heute vielleicht mehr am Hirn zuschreiben. Es gibt ganz viele Stellen in der Bibel über das Herz und die finde ich sehr zentral. In der Sprüche 4,23 steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also sehr ein allumfassender Begriff. Jesus ist ja mal gefragt worden, was das grösste Gebot ist. Und er antwortet, du sollst den Herrn, die Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und ganzer Seele. Das Nächste aber ist genauso wichtig, lieb die Nächste wie dich selber. Jetzt die Antwort von Jesus ist nicht sehr spektakulär, muss ich euch sagen. Die Antwort ist so ein bisschen ziemlich das, was damals die allgemeine Lehrmeinung war. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich, oder wenn jemand von euch jetzt irgendwo am Strugglen ist, also einfach keine Hoffnung mehr hat und dann gehen wir zu Lydia, sagen, Lydia, es ist so und was kann mir jetzt da noch Hoffnung geben? Und Lydia sagt nach Jesus. Wäret ihr sehr überrascht? Ich glaube, die Antwort hättet ihr so ein bisschen erwartet. Und vielleicht hat sie ja schon noch ein paar andere gute Tipps oder so, oder? Aber die Antwort ist eigentlich ziemlich klar. Und die Antwort, die Jesus da gibt, mit was ist das wichtigste Gebot, das war auch für die Juden eigentlich damals klar gewesen. Das Doppelgebot von der Liebe nennt man das. Also Gott, der Herr, von ganzem Herzen lieben und der Nächste wie sich selber. Das haben die Juden schon lange gewusst und erarbeitet. Sie haben das auf 2 Bibelstellen vor allem so ein bisschen zurückgeführt. Auf 3. Mose 19, wo es darum geht, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, wie uns selber. Und auf 5. Mose 6. Und 5. Mose 6 ist sehr, sehr ein zentraler Text für die Juden. Es ist ein Gebet, das sie täglich gesprochen haben. Das Gebet trägt den Namen Shema Israel oder Höre Israel. Und in diesem Gebet geht es darum, dass Gott Gebote und Verheißungen in früheren Zeiten gegeben hat, die seinem Volk zum Segen werden sollen. Und sie sollen immer wieder sich daran erinnern an das und nach dem handeln. Und es geht darum, dass man all das,
die man hat, soll Gott übergeben. Ganz grundsätzlich, die Sachen, die man vielleicht ein bisschen weniger im Griff hat, wie seine Gefühle, seine Zukunft, seine Ängste, wirf sie auf Gott. Die Sachen, die du im Griff hast, bring sie zu Gott. Und die Sachen, die du weisst, du solltest sie eigentlich im Griff haben, aber du versagst immer wieder in dem, bring sie zum Gott. Um das geht es zusammengefasst in dem 5. Mose 6, in dem Höre Israel. Und der Schlüsselsatz ist der Satz, der eben auch für die Juden und in der Antwort von Jesus so kommt. 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Ganzes Herz. Es geht mehr darum, als dass das Herz eben nur gut ist und fröhlich. Es geht darum, dass das Herz, das zentrale Organ ist, wo wir Sachen verstehen, Sachen fühlen, dass das einen Einfluss hat auf unseren Alltag, auf unser Umfeld. Und dass es Leben verändern kann, wenn wir unser Herz so ausrichten, dass wir alles Gott übergeben. Uns auf ihn werfen mit unseren Nöten und Sorgen, mit unseren Freuden und Wünschen. Wenn das passiert, dann ändert sich alles. Genauso wie die Weihnachtsgeschichte alles geändert hat. Ich habe vorhin schon gesagt, das Gerhard-Lied hat insgesamt 13 Strophen. Und die ersten haben wir uns schon ein bisschen angeschaut. Und ich habe schon davon geredet, dass es in den anderen Strophen um weitere Sachen geht. Und ich glaube, genauso wie das Gebet, das Hören Israel, anfängt damit, dass das Herz angesprochen wird, dass man Gott von ganzem Herzen lieben soll und dann aufgezeigt wird, was das für Konsequenzen hat für den Alltag. Genauso ist, glaube ich, das Gerhard-Lied aufgebaut, dass es zuerst darum geht, was passiert da an Weihnachten. Frohe Botschaft, Gott wird Mensch, er bleibt Gott in dem. Und dann hat es einen Einfluss auf all unsere alltäglichen Sachen. Sünden kommen vor. Ängste kommen vor, Qualen kommen vor. All das Zeug, das wir vielleicht nicht unbedingt in der Weihnachtsgeschichte würden erwarten. Und genauso, wie es im 5. Mose 6 in dem Gebet eben vom Herz her kommt und in den Alltag hineingeht, geht das Lied, glaube ich, von Gerhard, fängt im Herz an und geht in den Alltag hinein. Ich kann mich gut erinnern, wenn wir das Lied gesungen haben, und ich weiss bis heute nicht warum, aber meistens haben wir mit der 12. Strophe aufgehört. Die letzte haben wir einen Kuss gelassen. Die 12. Strophe, vielleicht ist sie wegen dem, haben wir immer mit dem aufgehört, weil es noch einmal das Herz vorkommt. Ich bin rein um deinetwillen, du gibst genug Ehr und Schmuck, mich da rein zu hüllen. Ich will dich ins Herz schließen, o mein Ruhm, edle Blumen, lass dich recht genießen. Didi, könntest du vorkommen? Ich wünsche mir, dass wir erleben dürfen, was es heisst, wenn Jesus in unser Herz kommt, wenn wir Jesus in unser Herz einschließen. Und zwar eben in diesem allumfassenden Sinn. Als das Herz von dem Ort, wo wir denken, wo wir fühlen. Wenn das passiert, dann glaube ich, dann hat das einen Einfluss auf alles, was er weiterkommt. Auf unseren Alltag, auf unser Umfeld, auf unser Denken und auf unser Handeln. Im Vorbereiten von der Predigt habe ich das Lied mehrmals durchgelesen. Und irgendwie ist mir plötzlich so etwas aufgefallen. Ich glaube, ich bin gleich schon ziemlich Vineyard geprägt. Weil ein Gedanke ist mir in diesem Paul Gerhard-Lied wirklich zu wenig vorgekommen. Und vielleicht kommt er hier so im 12. Vers so ganz scheu wieder andeutet. Es ist der Reich Gottes Gedanke, im Sinn von «Everyone gets to play». Ich glaube, der Paul Gerhard schreibt ganz klar davon, dass die Weihnachtsbotschaft eben einen Einfluss hat auf unseren Alltag, dass die Hoffnung, die kommt, dass der Gott, der rettet, uns prägen will. Und ich glaube aber, wenn wir Jesus anschauen,
dann sagt er uns als beispielhaftes, oder er ist als Beispiel auf die Welt gekommen, als Gott. Er war selber in dieser Welt und hat gezeigt, was es heisst, wenn das Reich von Gott anbricht. Und er hat es nicht nur verkündet, er hat es sehr konkret gemacht. Oder in dieser Frage nach dem Doppelgebot vor Liebe, wo die Schriftgelehrten fragen, dann bringt er eine konkrete Story. Lukas 10, könnt ihr nachlesen, da kommt dann der barmherzige Samariter. Jesus hat nicht nur gelehrt, er hat gesagt, ich sage euch jetzt, wer euer Nächster ist. Und dann kommt eine Story. Und dann bist du herausgefordert. Und am Schluss, als er geht, hat er gesagt, wir sollen das, was er hat angefangen hat, die Reich Gottes Story sollen wir weitertragen. Und vielleicht ist das hier gemeint mit «Lass dich recht genießen». Dann wäre es aber noch ziemlich harmlos formuliert. Gott will die Welt wieder zu sich holen. Gott ist ein Gott der Beziehung, der will, dass wir zu ihm finden. Er will unsere Herzen erreichen. Der Kern von Bethlehem ist die ganze Story, die Gott mit dieser Welt schreibt. Zusammen mit den Menschen, die ihre Herzen berühren und dieser Welt zeigen, dass das Reich von Gott jetzt schon da ist und immer mehr am Kommen ist. So wird Weihnachten zu einer richtigen Herzensangelegenheit, die nicht nur in der Adventszeit ihre Wirkung zeigt. Ich würde jetzt das Lied noch gerne mit euch zusammen singen. Und keine Angst, wir singen auch nicht alle Strophen. Genau, wir werden Strophen 1 bis 3 und Strophen 10 bis 12 singen. Sie sind vorher aufgeschlagen, weil ich glaube, von euch hat heute niemand das Kirchengesangbuch verteilt bekommen am Eingang. So, man kann am besten singen, wenn man steht. Ich würde euch auffordern, die mögen, auch könnt ihr doch aufstehen. Und dann wollen wir zusammen «Fröhlich soll mein Herz springen» singen. Jetzt haben wir mit Didi abgemacht, dass ich ein bisschen probieren mitzumachen am Anfang. Singen kräftig mit, dann kann ich mich zurückziehen. Und ich glaube, ich würde auf das Mic wechseln, Matthias. Ist gut. Jawohl, schön sakraler Orgelklang. Wunderbar. Jetzt müssten wir noch den Liedtext vorne haben, gerne. Ja, wunderbar. Fröhlich soll mein Herz springen, dieser Zeit, da vor Freud alle Engel singen. Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft jauchzt und ruft, Christus ist geboren. Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Dir Mensch zugute, Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Sollt uns Gott nun können hassen, der uns gibt, was liebt, über alle Massen. Gott
Weil wir daran glauben, dass die Botschaft von Weihnachten, der Reich Gottesgedanke in dieser Welt, heute noch zählt und wir Teil davon sind, haben wir das Gerechtigkeitsgebet. Und das wollen wir jetzt noch zusammen aufsagen, das Gerechtigkeitsgebet. Und dann würde ich euch gerne segnen. Und dann haben wir noch einmal einen Weihnachtssong, einen weihnachtlichen Song von der ganzen Band. Kann ich das Gerechtigkeitsgebet noch haben? Oder ist... Ja, wunderbar. Steht doch gerade noch einmal auf. Und so wollen wir zusammen das Gerechtigkeitsgebet beten. Vater, im Namen Jesu, zerbricht die Macht der Tyrannen und Gewaltherrscher, der Unterdrücker und Ausbeuter, und schaffe Recht den Elenden und Armen, den Ausgebeuteten und Unterdrückten. Richte Gerechtigkeit auf in aller Welt und zeig du mir heute meinen Anteil daran. Amen. Und so mögt ihr rausgehen in diesen Sonntag, in die Weihnachtszeit, in die Adventszeit mit veränderten Herzen. Und ich möchte euch segnen mit dem Wort aus Philipper 4, Vers 4-7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich euch sagen, freut euch. Eure Güte soll den Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Amen.